dann herzlich willkommen zum zweiten Travel Talk auf der ITB 2025. Und ich habe hier einen sehr warm bekleideten Mann neben mir stehen. Wie soll ich sagen, es riecht ein bisschen nach Schaf. Aldo, du darfst... Es fühlt sich an wie Mann und riecht nach Schaf. Was kann das sein? Vielleicht erklärst du, lieber Aldo, erstmal, wer du bist. Also mein Name ist Aldo, ich komme aus Slowenien. Ich bin schon seit, sage ich mal, ca. 20 Jahren kurant. Und das ist, sage ich mal, die UNESCO-Maske von Slowenien, aber nicht die Maske an sich, aber der Brauch, wenn wir um die Häuser ziehen. Und dazu erkläre ich euch später mehr. Es hat es unten schon gerade geläutet. Kurant. Also, das Ganze ist es sieht aus wie bei den Krampussen oder Perchten. So kennt man das in Österreich, in Süddeutschland. Kann man das damit vergleichen? Also vergleichen würde ich jetzt nicht sagen, aber generell sind wir halt Dämonen, die das Schlechte verscheuchen und die Leute ein bisschen aufwecken, wenn die Jahrzeit wieder kommt und ein bisschen zu arbeiten. Also wenn alle nach dem Winterschlaf aufwachen, müssen die ein bisschen wieder aufs Feld gehen und arbeiten. So war das früher. Aber generell verscheuchen wir den Winter und alles Böse und bringen alles Gute. Das ist ja schon mal sehr schön. Kurant hast du ja schon gesagt, so heißt das Ganze. Und woher kommt denn der Begriff? Woher kommt die ganze Tradition vielleicht? Also die Tradition aus Slowenien, aus dem Bereich Markovci, das ist eine kleine Ortschaft in der Nähe von Ptuj, Petau, die älteste Stadt aus Slowenien. Und es hat alles angefangen im 19. Jahrhundert, ich glaube 1873 das erste Mal, da kommen die ersten, sage ich mal, Informationen her, wo das herkommt. Und seitdem wird es, sage ich mal, sorgsam gehügt und jedes Jahr weiterentwickelt. So, und ich weiß, es gibt einen richtigen Verband mit 26, glaube ich, Vereinen darin. Wie bist du Kurant geworden? Also wenn man in Ptuj aufwächst und wenn man von dort kommt, dann kommt es, sage ich mal, normalerweise von selbst. So ist es auch bei mir, so hat es auch bei mir angefangen und dann zu einem Zeitpunkt bin ich zu einem Verein zusammengetreten bzw. beigetreten und seitdem bin ich halt mit dem Verein Zvonec, was halt Glocke bedeutet auf Deutsch, unterwegs. Und was heißt dann, du bist unterwegs? Das heißt, was machst du? Wie kann ich mir vorstellen? Du bist ja heute auch nicht alleine hier. Ihr seid ja mehrere in diesen sehr haarigen Kostümen. Ja, generell sind wir in unserem Verband ca. 30. Wir haben heute leider nur 3 hier, vielleicht nächstes Jahr mehr. Was bedeutet es, Kurant zu sein? Also wir ziehen um die Häuser, um die Siedlungen, dort wo unsere Bekannten, unsere Familie ist. Und wir kommen zu jedem Haus, wir läuten dann richtig mit den Glocken, so wie heute hier. Und das bringt halt Glück fürs neue Jahr. Und wann genau habt ihr diese Umzüge? Die gibt es ja auch in einem richtigen Zeitraum zu erleben. Das ist, sage ich mal, ich sag mal so für alle Zuhörer, um es genau zu fassen, bitte auf Google schauen. Aber generell gibt es immer ein fixes Startdatum im Februar und danach hängt es von den Mondphasen ab. Und es dauert immer verschieden. Manchmal ist es eine Woche, manchmal 4 Wochen wie dieses Jahr. Also ist schon, sage ich mal, eine interessante Geschichte. Aber wenn du 4 Wochen durch die Straßen ziehst, und das weiß ich ja auch durch die Messen, durch die Städte, raus aus dem Land, wie anstrengend ist das denn? Also ich sage erst mal so, es ist jetzt nicht jeden Tag 4 Wochen lang. Es sind die Wochenenden, manchmal noch ein Freitag dazu. Anstrengend ist relativ. Wenn man das machen möchte, ist es nicht anstrengend. Aber ich weiß, du warst mal Profisportler. Vielleicht magst du uns mal ganz kurz erzählen, was hast du gemacht in deinem früheren Leben, bevor du auf einmal ein großer Schafsmann wurdest? Also dazu muss ich sagen, ich war das parallel. Auch wo ich noch Profisportler war, habe ich das gemacht, wenn ich Zeit hatte, wenn ich nicht irgendwo im Trainingslager war. Aber ich war Profi-Radsportler. Und ich würde sagen, Kurant zu sein ist schon Ausdauersport. Das glaube ich. Was bedeutet es denn für dich, dass du Kurant bist? Also ich möchte irgendwas beitragen zu der Stadt, wo ich herkomme, zu dem Land, wo ich herkomme. Und ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr großes Ausrufezeichen für uns Slowenen und insbesondere die Leute aus Ptuj, Petau auf Deutsch, um Kurant zu sein. Und jetzt weiß ich, gibt es im Ptuj genau zu der Zeit auch was ganz Besonderes. Wie feiern die Menschen denn diese Zeit? Ich würde sagen, immer außerhalb der Grenzen des Möglichen. Und heute ist, sage ich mal, der letzte Tag vom Fasching bei uns. Und wir mussten uns wirklich, sage ich mal, richtig fokussieren und konzentrieren, dass wir das beiseite gelegt haben, um heute hier zu sein. Oh, ich verstehe. Also das ist ein hoher Tag eigentlich, oder wo du nicht zu Hause bist. Genau.
Okay, und gibt es aber dann in deiner Heimatstadt irgendwie besonderes Gebäck oder wird da noch irgendwas anderes zelebriert in der Zeit? Natürlich, es gibt in der Zeit vom Fasching gibt's Krapfen bzw. Krofi auf Slowenisch und die sind sehr bekannt für unsere Region. Und die Bräuche, die wir halt haben mit all den Masken, ist schon eine interessante Karnevalszeit, wo ich sage mal, es ist irgendwas wert zum Erleben und ich lade alle, die nicht aus Slowenien kommen, ein, um das einmal zu erleben. Und was erwartet einen da? Das heißt, ich stehe an der Straße und dann gibt es große Umzüge oder ihr lauft durch die Straßen? Es gibt Umzüge und viele spontane Leute im Sinne von ohne Stress, ohne das, was man im Alltag, sage ich mal, als Hindernis hat, wird alles zu Hause gelassen und dann macht man halt Fasching. Schöne Zeit, so hört sich das an. Es gibt es, glaube ich, auch noch einen ganz besonderen Wein, wobei das ja fast eine Art Konzept Mystik. Was hat es damit auf sich? Ja, also dazu muss ich sagen, das hat eigentlich mit der Maske und mit dem Brauch nichts generell anzutun, aber das sage ich mal, das ist moderneres Promomaterial, aber was auch gut ist, weil unsere Region, wo wir herkommen, ist bekannt für Weißwein. Also wieso die zwei Sachen nicht verbinden? Absolut, finde ich auch. Also Wein kann man sowieso gut mit allem verbinden, haben wir ja gelernt. Jetzt habe ich hier ein kleines Einstecktüchlein bekommen und müsste noch wissen, was genau ich damit anfangen muss. Also heutzutage, wenn ich es auf der Kamera zeige, werden die hier dran gebunden, aber früher, am Anfang, sage ich mal, wenn die Kurante sage ich mal, zu einem Haus gekommen sind und eine Frau, ein Mädchen, einen Kurant gesehen hat, der ihr sehr gefallen hat, natürlich noch immer mit Maske, dann hat sie ihm eins hier um die Kette gebindet und später, wenn, sage ich mal, die Tänze stattfanden, haben die Kurante diese mitgebracht, dann konnten die Mädchen und Frauen diese auch finden ohne Maske. Ach so, das war also früher so eine Art slowenisches Datingportal. Könnte man sagen heutzutage, ja. So, wie ist es heute? Das heißt, ich muss das wo dran binden? An dein Handgelenk oder wo? An das Band hier von der Jezhivka. Das ist halt das Symbol vom Mann in einer großen Form. Überraschend groß natürlich. Ja, natürlich. Das muss alles, sage ich mal, in der Extralative sein, sonst werden wir auch nicht bemerkt. Ne? Und das muss man dann schön hier dran binden. Dann kannst du jetzt mal gleich versuchen. Okay, du halt mal das Mikro. Ja? Genau so. So, das heißt, wenn wir uns nachher beim Tanz treffen, dann weiß ich, dann dürfen wir zusammen tanzen. Genau. Sehr gerne. Aldo, wer kriegt jetzt bei euch die meisten Tücher ab? Ja, also normalerweise würde man denken, die populärsten, aber heutzutage ist es so, wer das meiste Mal irgendwo anhält und halt, sage ich mal, dazu bittet, weil bei uns in der Region ist es normal, dass halt alle ein bisschen Taschentücher mitbringen, wenn man irgendwo anders unterwegs ist. Ja, dann können die Leute das auch nicht wissen. Also ist mehr Symbolik jetzt mit dabei. Früher hat es wirklich was, sage ich mal, mit Leuten kennenzulernen zu tun gehabt. So, und woher kommen jetzt diese Kostüme? Also das kann man weder sehen noch hören, aber ich kann es riechen tatsächlich. Also wie entstehen diese Kostüme? Also das populärste momentan ist das Schaf. Früher war es alles, was halt einen Pelz hatte. Vom Hasen, vom Fuchs zusammen, sage ich mal, gebracht, geschnitten, wie auch immer. Und die Leute von der Region, wo der Kurant herkam, hatten ja früher nicht viel Geld. Also man hat ein Kostüm gemacht und dann hat es der Vater getragen. Und wenn der Vater mal, sage ich mal, vom Sohn eingeholt wurde mit dem Wachstum, dann hat es der Sohn übernommen. So hat es halt Ganze stattgefunden. Deswegen hatte normalerweise eine Familie eins. Heutzutage mit der modernen Zeit haben einige auch ein paar, zwei, drei oder vier verschiedene. Alles klar, also über Generationen wird dann das Fell weiterverteilt. Und jetzt hast du schon was zu dem Stab gesagt, habe ich mir schon fast gedacht, was es sein soll als Symbol. Glocken zum Vertreiben der Dämonen und was habt ihr noch? Nein, ihr seid ja. Die Glocken definitiv zum Vertreiben der Dämonen, zum Verscheuchen von allem Schlechten und zum Herrufen von allem Guten. Und hinter uns, das kann man jetzt nicht hören, wir können es mal kurz beschreiben. Was sieht man hinter uns? Das ist ja alles mit bunten Bändern, Pfauenfedern. Beschreib mal. Also alles, was wir hier sehen, generell, die Maske ist alles ohne Federn, ohne die Bänder. Das war der Anfang. Und dann mit der Zeit hat sich das Ganze so entwickelt, einige mit Federn, einige mit bunten Bändern, einige mit Hörnern, damit wir uns halt, sage ich mal, ein bisschen von den Regionen, wo wir herkommen, beziehungsweise den Ortschaften ein bisschen auseinander stellen können. Aber generell
ist die Maske an sich irgendwas über den Kopf mit Fell. Also man sieht leichte Schweißperlen in deinem Gesicht. Ich kann mal erahnen, es ist ein bisschen warm, oder? Es ist warm, aber angenehm warm. Okay, das heißt, ich glaube, wir würden euch jetzt gerne einfach mal ein bisschen sehen. Und ich würde sagen, du holst mal deine Kompagnons und wir wollen jetzt sehen, wie die Kurant tanzen. Eins darfst du noch kurz erklären. Kurant und Korant, habe ich gehört, gibt es auch. Was ist der Unterschied? Ja, also mit der Zeit hat sich das Ganze so entwickelt, dass Kurant in der Stadt von Ptuj bzw. Petau ist und Korant in der Umgebung. Aber wenn wir der Geschichte richtig zuhören, dann war Korant nur, sage ich mal, eine Weise von der Aussage, wie man Kurant sagt, weil die Leute waren ja halt mit Dialekt auch dort aus der Haluser Region. Aber das am Ende des Tages Kurant oder Korant, wir hören immer zu. Das ist doch gut. Also Sie hören immer zu. Ich gehe jetzt ein bisschen weiter weg. Ihr zieht jetzt wahrscheinlich auch die Masken oben auf, oder? Wenn wir dürfen, gerne. Unbedingt. Dann gehe ich mal ein bisschen aus dem Bild und wir freuen uns. Das war der zweite Travel Talk auf der ITB 2025.